Von der mit Gottes Halb war wir eine frische Serie über das Buch 1. Samuel anfangen. Die Hauptfigur oder Mensch, die wir studieren wollen, ist, was glaube ich? Samuel. That's a good guess. Go to Ruth. Noch jemand? Saul, wir wollen wird von Saul lernen, ja. Noch? Wer wir ihn schwer sehen? David. Ja, so hauptsächlich wollen wir von David lernen, über sein Leben, aber wir wollen auch andere Männer von seinem Leben lernen und studieren, so ist Saul. Und wer wird Davids engste Freund? Ja, Jonathan, ja, in Sauls Zeit wird Jonathan, sei gut. In unserer Serie, wo wir die Jahren studieren, von der Zeit, wo Saul König war, bis zu der Zeit, wo David in der Stadt als König übernahm. Und von der, wo wir sein, wo das Volk Israel seinen ersten König Saul kriegen dort. Und dann, wo wir Saul selbst betrachten, um zu sein, was für ein Mensch er war und woran Gott angewählt hat, König zu werden. Als Bibelleser weit wie, dass das Volk Israel nicht immer einen König hat. Wer weiß, wo lange wären sie in Kanaan ohne König? Ungefähr. Brutmol. Das ist reich, das ist immer 200. 200 in der Apostelgeschichte wird uns gesagt, dass das ungefähr 450 Jahre war, wo die Israeliten in Kanaan wohnten, ohne eine menschliche König über sich zu haben. Sei gut. Und dann, wo kam dort, dass sie eine König kriegen daten? Ich will für uns die ersten 5 Verse weiterlesen, dann muss ich der Plotitsch lesen. Als Samuel alt war, stellte er seine Sehens an als Richter an Israel. Einer wird denken, das ist gut, wir Richter über Israel, warum nicht seine Sehens anstellen, nicht? Seine Arbeit und Abgaben übernehmen. Sein erstgeborener Sohn heißt Joel und der zweite heißt Abija. Die beiden waren Richter in Beerseba. Über seine Sehens handelten gut oder schlecht? Schlecht. Nicht so als Samuel hat. Sie werden hängeran ne Geld und leiten sich bekäupen und geben nicht ein abrechtet Gerecht. Wenn Rechte hängeran Geld sind, das schafft nicht. Die kann da nicht ein abrechtet Gerecht geben. Dann versammelten die Leder in Israel sich in Rama mit Samuel und sagten am Harchemul, du warst alt und deine Sehens handeln nicht so als du denkst. Wir wollen haben, dass du einen König für immer uns bestimmen wirst, dass wir einen König haben, so aus die anderen Länder dort haben. In diesen Versen finden wir wenigstens 2 Hauptgründe, warum die Israeliten einen König führen. Zu der Zeit, wie Samuel rechte über Israel, 1. Samuel 7, Vers 15 sagt sogar, Samuel wird der Rechte über Israel für sein ganzes Leben. Gottes Wort sagt dann sogar, dass als er noch ein Jung war, hat Gott ihm geredet. Du wirst ein hoher Priester, right, in Israel. Was wir sehen nun? Eli. Und Eli, wie ich würde sein, abrechtig, nicht? Über seine Sehens. Wo wären die? Gottlos. Obwohl die Priester sollen sein. Die leiten sich auch bekämpfen. Und die nehmen von den Dingen, was Gott gehielten. So, seine Sehens können dort ganze Priesteramt nicht nur am übernehmen. Und dann wird Samuel Priester. Und der wir für sein ganzes Leben als Priester eingestellt. Und in der Apostelgeschichte 23, dass ich all seht, du wird uns dort gesagt, dass die Israeliten für 450 Jahre in Kanaan waren, ohne eine König zu haben. Sie wären nur bloß mit Rechten. Gott wird Rechte anstellen, nicht? Und die Rechte wurden dann die Israeliten halten, die würden Gottes Volk einmal weiter trainen, Gott führen, Gott lehren, und die würden die Israeliten von ihren Feinden raten, so wie dort. Aber die Israeliten wollen nicht haben, dass seine Sehens nur Samuel Rechte sollen sein, wie sie unabrechtig handeln.
Und der zweite Grund, warum die Israeliten nicht König wollen haben, wir, damit sie, dass all die anderen Länder können sein. Ein Bibelforscher sagt Folgendes: Gott will, dass sein Volk Israel heilig sein soll. Und wir hören das Wort heilig noch erfahren, aber das Wort heilig meint, that's right, apart gesagt, nicht? Rüt gewählt, right, für Gott. Er will nicht haben, dass sein Volk Kriegs aus den anderen Ländern sollen sein. Er hat die von den anderen Völkern rüt genommen, rüt geraubt. Und nun wollen sie Kriegs aus den anderen Ländern sein. Aber die Israeliten ihre Begründung, einen König zu haben, wie so sehr reich. Bloß nicht König zu haben, ich meine, dort kann ich nicht verstehen, nicht? Sogar Moses sagt, zu sein Volk, als er noch lebt, du wirst eine Zeit kommen, wo je wollen ein König, eine menschliche König überjünt haben. So diese Israeliten, die hatten vielleicht gewundert, wenn wird er dann anfangen, wenn war wie eine König über uns haben. So bloß eine König zu haben, dort wir nicht, bitte ihr wollt nicht schlecht, über diese Begründung, dass all die anderen Länder zu sein, dort wir reich. Dort ging gegen Gottes Willen. Und liebe Geschwister, da kann passieren, dass wir als Christen uns auch von anderen Menschen, andere Menschen ihre Werte und Handlungen beeinflussen lassen. Haben wir mal schlechte Entscheidungen gemerkt oder getroffen, wie dass die Gottlose wollen sein? So dass wir besser anpassen können, mancht ihr? Wir möchten sehr aufpassen, dass wir uns nicht von anderen beeinflussen lassen, dort zu tun, was gegen Gottes Wort geht, gegen Gottes Willen geht. Wenn Christen verlangen, dass die Weltmenschen Raum an zu sein, dann stehen sie gegen Gott und Gottes Willen. Gott raubt uns von den Menschen Rüt. Wir sollen heilig sein, wir sollen anders sein, wir sollen uns apart halten von den Weltmenschen. Wir sollen andere Werte haben. Wir sollen Gottes Volk sein. Und was hält Samuel davon, dass die Israeliten einen König über sich haben will? Hat er dort geglaubt? Dort hat er sei geboren. Sei geäuert. Vers 6 sagt, über Samuel gefällt das nicht, als sie sehen, dass sie wollen einen König über sich haben, zum anregieren. Und Samuel bet dem Herrn zu wegen an. Und dann die Verse 7 bis 9 lesen wir, was Gott davon dacht. Der Herr sagte Samuel, Vers 7 bis 9, hörch nur alles, was das Volk zu dir sagt. Sie haben nicht die verschmähten, sie haben mich als ihr König verschmähten. Von dem Tag an, als ich an Ägypten rütbrach, haben sie mich verschmähten in andere Jahre euer Bett. Und nie tun sie zu dir, was sie all lang zu mir getan haben. Nie hörch nur an. Überlot an Krieg weiten, was für ein Reich der König ever an wird. No, das war nicht einmal Scheingund, nicht König da haben. Die Israeliten dachten, dass wenn sie würden so sein als der andere Völker, dann würden sie vielleicht mal einig als Volk sein, nicht? Dann würden sie ein bisschen besser taub stehen. Wir haben einen König, whatever uns ist, wir würden dann mal als ein Volk sein. Und dann würden sie vielleicht sich besser gegen ihre Feind wehren können. Die würden mehr taub stehen und taub kämpfen und sich besser wehren können. Aber haben sie sich unter Gottes Leitung gedemütigt, in der Arm geharrt, dann würden sie viel besser aufgewacht sein, nicht? Wenn sie unter Gottes Leitung einig wurden, da wird bloß viel besser gewacht sein. Ehe starb, sagt Moses zu dem Volk Israel in 5. Mose 28, Vers 1. Wenn die dem Herrn, jenen Gott, wollen gehorsam sein und wollen all seine Geboten halten, die ich ihnen von dir gebe, dann wird der Herr, jen Gott, jünt als ein Volk hoch über alle anderen Völker sagen. Wenn die mir gehorchen, sagt Gott, dann wird ich jünt als Volk viel höher über alle anderen Völker sagen. Dann wird ich anders sein als die anderen Völker.
dann will ich mein Volk sein. Wenn die mir gehorchen. Und dann steht, Gott gehorchen wollen sie nicht kreuz, als alle anderen Völker wollen. Aber die Israeliten wären Gott nicht gehorsam und die hielten Gottes Geboten nicht. Richter 21, Vers 24 sagt, zu der Zeit wird kein König in Israel, und ein jeder Zeit wird heu verreicht hielt. Nee, du wir nicht eine menschliche König, aber du wir eine König, du wir Gott. Und Luther in 1. Samuel 12, Vers 12, sagt Samuel zu seinem Volk, und als ihr den König nachhascht von Ammon Sachen gegen ihn kommen, verschmeid ihr den Herrn aus ihren König. Und sehen, wie wir einen König haben, der uns regieren wird. Gott wird König, aber dort Volk verschmeid am. Gott sagte Samuel, dass sie am o lang Tränen ihre Horten verschmähten wurden. So Gottes Wort sagt, als sie noch in der Wildnis wären, wurden sie einmal verschmähten. Die nannten sich Gottes Volk, wären aber eigentlich sei rebellisch gegen ihn. Und einer erklärt, dort halt uns nicht zu sein, dort Gott kann nicht über uns erst, wollen wir ihm doch nicht gehorchen. In den Dingen dieser Welt hängen sind. Wenn uns glauben und Gott, was bedienen soll, liebe Geschwister, dann muss er auch an die alltäglichen Dinge zu sein. Und dann, wo steht das mit uns? Ist unsere Treue Gott gegenüber auch an den alltäglichen Dingen zu sein, wo wir andere behandeln tun, wo unsere Werte sind, was unsere Werte sind, was unsere Prioritäten sind. Und all diese Dinge soll Gott zu sein. Ist Gott zu sein? Oder haben wir als jemand als König in unsere Horten eingenommen? An der politischen Welt wählen Menschen normalerweise Wohnungsart-Menschen nennen. Kommen einmal die ganz besten Menschen nennen in Politik? Das ist einmal die schlechteste, nicht? Oh ja. Ja. Und die Menschen, die Wort versprechen dann. Ja, das beste einmal zu versprechen, Ferien zu versprechen, dass die Menschen wollen dann dort tun können, was sie wollen, nicht? Ja? Dort kriegen, wo nur sie verlangen dann. Right? Die wollen das kriegen. Ich will ihnen das geben. Wenn die für mich wählen, dann dort will ich kriegen. Right? Und dann wählen die Menschen so einen Namen. So ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Wie kann ich entscheiden, wer Gott für uns sein wird? Gott sagt, wenn wir arm als Herrscher über uns Leben wählen, dann müssen wir arm über alles Leben haben in uns Leben. Te arm durch unser Gehorsam und Treue bewiesen. Wer regiert in unser Hortenbahn? Also Gott oder habe ich Krieg dort all getan, was die Israeliten damals taten? Und Gott verschmähten und saß wem oder saß Wort eingestellt. Samuel deut, was Gott am seht. Und leid die Israeliten weiten, was die Konsequenzen würden sein. Einen kann ich über sich der Hand. Und dann leid er sein Volk Träne Hüs gehen, und als sie dann weich werden, dann weiß Gott Samuel, wen er als König, als menschlicher König über das Volk gewählt hat. Ich lese nicht von 1. Samuel Kapitel 9. Ich wollte die ersten 2 Verse weiter lesen. 1. Samuel 9, Verse 1 und 2. Du wie ein Mann von der Gegend von Benjamin, der geht auf wir, in dem sie nun wie Kisch. Kisch sein Vater wie Abil und sein Großvater wie Zeror. Zeror sein Vater und Großvater wie Bekorat und Ephiach. So die wären von dem Stamm Benjamin. Und das Kisch hat ein Sohn mit dem Namen Saul. Saul leidt Utnums Gott
und hij weer kophoog grader als alle andere Menschen. So hier kriegen wir weiße Einzelheiten über wer Saul war. So, ich will uns dann eine Frage stellen, von wo wir gut losen, wo würden wir am beschreiben können, wo wir Saul. Von wo ein Sturm kam hei? Vom Sturm Benjamin, sage ich gut. Und wo wir seine Familie, eine arme Familie, wohlhabende Familie, die werden gut auf, okay? Was wollt wir noch eben an? Highlight. Ich weiß nicht, ob wie ans Salzeste beschrieben wurden, aber das sagt hier, Highlight, Itnums Gold. Der wird sehr hübsch. Very handsome wird einer auf Englisch sein. Itnums Gold. Und wo wir hier nach? Ja, der wird sehr groß. Wir losen, dass er kopfhoch grader als alle anderen Israeliten werden. Der wird nicht so Zacchaeus, ne? Der in den Baum klettern muss, um was zu sein. Der wird kopfhoch grader als alle anderen Menschen. Ein Schmackster, ne? Ja. Und wie es so groß wird, kann ich vielleicht annehmen, dass er auch gestreckt wird, right? So hier wird dieser Ries, dieser Grote, eine kopfhoch grader als alle anderen Menschen. Er wird von einer reichen Familie, er wird Wort. Der wird gut auf, büttegewöhnlich hübsch und groß und wahrscheinlich auch stark. Menschlich gesagt und menschlich gedacht, wie heißt es, kein anderer unter der Israeliten. Und als Samuel weiß, wenn Gott als König gewählt hat, dann seht er dem Volk in Kapitel 10, 1. Samuel 10, Vers 24, hier sei je, wem der Herr gewählt hat, du hast nicht noch ein Sohn, und das ganze Volk. Und das ganze Volk schrie, uns kann ich ab immer. So, die ersten Menschen, die mussten das bloß einmal sein, um zu weisen, dass er der reichste Kandidat war. Right? Menschlich gesagt. Menschlich gedacht. Bütterlich wie Saul kriegt dort, wo das Volk von einem König will. Aber ähnlich wie Saul nicht so sei selbstbewusst, als was die Menschen dachten. Als Gott Samuel weiß, dass Saul König werden soll, segnete er Saul fort und sagt, wer es dir dem Israel so ihren Hand will, du bist dort, du und dein Vater seine Familie. Und Saul sagt, ich hier zu dem Sturm Benjamin, der kleinste Sturm in Israel, in unserer Familie ist der kleinste in Benjamin. Woran redest du dann so zu mir? Dort lese ich in 1. Samuel 9, Verse 20 bis 21. So, Saul wusste nicht, was er über all das denken soll. Er war ganz überrascht. Und was sogar im 10. Kapitel gesagt, oder Saul dem Volk als König feststellen will, und der andere, die am alle wiesen, dann können sie am nicht kurz fängen. Woran nicht? Wo wir hier? Im Bereitschaft verstehen. Im Plottigen sagt er, er verstärkt sich hinter Dose. Woran? Ja. Ähnlich hat er nicht würdig gefällt. Ja. Ja. Er hat nicht gewusst, was das meint, König zu sein. Dort hat noch nie einen König in Israel gegeben. Und wir können annehmen, dass Saul am Anfang auch demutig war. Dass er ein demutiger Mensch war, der sich auf Gott verloren hat. Und war nicht, dann wird Gott ihm nicht gewählt haben. Uns wird gesagt, dass nur dem Samuel Saul zum ersten Mal gesagt hat, dass er König werden soll. Kapitel 10, Vers 9 sagt, dann gab Gott Saul ein anderes Hort. Ein Hort, wo nur Gottes Willen trachten hat. Und solange Saul sich auf Gott verloren hat, können Gott am brücken. Aber wir weiten, dass er nicht so geblieben ist. Als König hat er sehr viel Erfolg und er wird ein begufter Leader im Krieg. Gottes Wort sagt uns in 1. Samuel 14,
1. Samuel 14, Vers 47 bis 48. 1. Samuel 14, Vers 47. Als Saul König über Israel ward, der Mürkheit kriegt mit all seinen Fienden, die rundum wären. Er kriegt mit den Moabiter, den Ammoniter, den Edomiter, und gegen die Königs von Soba, und auch gegen die Philister. Und er gewann all die Kriege, und Saul die brave Dinge, und er gewann auch den Krieg mit den Amalekiter, und er rat Israel von die, die an beplündern wollen. So das fehlt. Gott wir mit an, right? Wir werden eine gute Lehre am Anfang. Aber bleibt das so? Was erst mit ihm passiert? Ja, sie eine Grote gehabt, nicht? Ja, die war. Ja. 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 Ja, hij werd stolz, niet? Hij werd stolz. Hij werd een grote König. That's right. Je hoort de mensen mij als Gott. En dat waar we in de toekomst ook mij betrachten, waar hij dat deed. Als König wordt Saul immer stärker und stärker. Und dann fängt er an, mij ab sich selbst zu verluten, und seine Fähigkeiten zu verluten, anstatt ab Gott zu verluten. Und indem er das deed, verleiht Gott an. Und das ist auch für uns eine Warnung als Kinder Gottes, wenn wir uns nicht ab Gott verluten, dann wird er uns verluten. Psalm 33, Verse 16 bis 18 sagt, ein König wird nicht durch seine große Armee gerat, ein Ries wird nicht durch seine große Kraft gerat, Piet halten auch nicht, und in ihre große Kraft kann nicht raten. Aber der Herr hält die am Üu, die am fürchten, die mit seiner Treu hat ihr Leib rechnen, dort er ihre Säulen vom Tod raten wird, und an die Hungersnot am Leben helfen wird. Right? Gott verspricht uns, dass wann wir uns ab am verluten, dann. Ja. Die Lehrer in Israel versammeln sich im Rahmen mit Samuel und sagen zu ihm, wir wollen haben, dass du einen König für immer uns bestimmen wirst. Dass wir einen König haben, so als alle anderen Länder dort haben. Die Israeliten wollen so als die anderen Völker sein. Und einen menschlichen König über sich haben. Und indem sie das deuten, weisen sie Gott, was Gott all lang ist. Wenn Gott die Horten sieht, dass sie am endlich all lang drei verschmähten haben. Und obwohl Samuel das nicht gefällt, sieht Gott zu ihm, dass er Saul, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, der geht auf, hübsch und groß wird, als König über Israel abstellen soll. Saul wie ein König, der dem Israeliten sei gefällt, aber Gott will einen König haben, der am vom Horten gefällt. Einer, der demutig und am vom Horten treu bleiben wird. Dort hat nicht lange gedauert, Geschwister, was Gott Samuel nach Bethlehem schickt. Das jemand zu finden als Saul. Dieser wird nicht eine Ries sein. Der wird nicht eine Kopf gratis sein oder höher sein als all die anderen Menschen. Der wird nicht büteweinig stark sein und büteweinig reich sein. Aber der wird Gott gefallen. Das ist, was wir nächstes Nacht lernen wollen.